habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Da, mir seid schwan auch nie wehrlosen random Bullshit und darum heißt es halt How to Foodlapperl Franz. Da natürlich nicht jeder weiß, wer der Franz überhaupt ist, ausschaut und so treibt, fangen wir ganz vorn an in Phase 1. Wer ist der Foodlapperl Franz? Der Franz ist der feste Lude in der Bude. Mit seinem kreisrunden Haarausfall und Pornobalken in der Goschen reißt er zwar in dem Leben auch kein 19-Jährige mehr auf, für die unterfegelten Schnallen im Bienenkorb, die sonst keiner zusammenhaut, klang's aber oben noch überall hin. Der Jünger ist er auch nicht mehr, darum schmückt sein Wohlstandsranzen ein Unterhemd und natürlich die rote Herzelbuchs seines Vertrauens. Durch die Weißen sieht man oben so schnell ein Bremsfleck durch, weißt du eh. Und wer keine roten Cowboy-Stiefel hat, hat Kontrolle über seinen Alkoholkonsum verloren in seinen Augen. Umgezogen ist er auch, der Franz. Sein Foodlapperl-Namensschüttel kann er aber nicht mit dem einhell Luftnagel in die Weltgeschichte einhängen. Da baut sich ein Foodlapperl Franz von Welt eine Bude. 10 Quadratmeter, klang überall hin für eine handelsübliche Seniorenbukake, eine Couch zum Rieseln und Schnackseln, ein Licht, damit er Sekt beim Rangalschlecker, ein Fliesentisch zum Kippenstopfen, ein Mikrowellen zum Chicken McNuggets von gestern aufwärmen und natürlich seinen ganzen Stolz, den heiligen Sprühwurstthron in Apfelgrün. Ja, wenn das keine Bude nicht ist, bei der jede Alte beim Vorbeigehen schon ausrinnt. Ja, anscheinend nicht. Sobald man sich eine Bude für 3/4 Million hinstellt, stehen dann natürlich die Nachbarn vor der Haustür zum Einschleimen. Ein typischer Foodlapperl Franz oder aber da gar keinen Bock drauf. Hey, was möchtest du mit dem drum? The Nina Kabar. Nina Kabos? Das ist mir wurscht. Den einpackelten Ziegelstall, den kannst du selber fressen. Schau, das lang gewinnst du Zigeuner. Schwerlerweise. Arbeiten tut der Franz übrigens auch nicht mehr. Seinem Chef, dem hat er auf den Schreibtisch geschissen. Das wollte ich schon über mich machen. Weil er am Jürgen geil auf jede Woche einen Brief mit der Aufschrift Motherload im Briefkasten legt. Motherload auf Briefpapier und der Tag gehört dir. Komplett allein ist am Franzl aber auch irgendwie langweilig. Darum gehen wir weiter in Phase 2. Paarungsverhalten des Foodlapperl Franz. Unser halbglatzer Herzelbuchs- und Scheißhausfanatiker hat leichte Probleme mit der Hygiene. Ja, Kruzifix, weil du kein Duschen in die Bude stehst. Darum tut er sich ein wenig schwer, mal eine neue Alte kennen zum Lernen. Ein selbstbewusster Franz von Welt lässt sich aber nicht unterkriegen. Er probiert's einfach auf gut Glück einmal. Ja, servus, ich bin der Franz, der Foodlapperl Franz. Du magst schmusen, mir was wurscht. Bula Smurds Mubna. Thori. Ja, so nicht. Ich hab die heute in der Früh beim Scheißen draus gesehen. Kann man vielleicht einmal fischen gehen oder so? Chubrazzo Samson. Was ist das, ja oder nein? Oh, Jatabu. Was? Gute Frau, ich versteh kein Wort. Ich hab da auf deine Couch geschissen, magst auf meiner sitzen? Hey, schöne Schuhe, Bock auf Fegeln. Dibawis. Verpassa. Gut, wie gesagt, der 19-Jährige reißt er sich in dem Leben nicht mehr auf. Darum legt er sich die Messlatten ein wenig tiefer und probiert's ganz anders. Hey, grüß dich, ich bin's, der Franz. Darf ich mein Arsch einmal an deiner Platten reimen? Here, see. A few moments later. Ja, das ist jetzt aber schnell gegangen. Schau hin, geht doch. Die Platten ist poliert, der Arsch juckt auch nicht mehr. Endlich kann sich der Franz seiner liebsten Freizeitbeschäftigung widmen in Phase 3. Hobbys des Foodlapperl Franz. Schon immer wollte der Franzl fotografieren. Jetzt, wo Zeit hat, richtet er sich erst einmal ein Midlife-Crisis-Hobbykeller ein. Schön großzügig, ein wenig Platz braucht er schon. Am Ende ein kleines Fotostudio mit schönen großen Schaufenster. Eine schwarze Couch, oder soll ich sagen, die schwarze Couch, tu nicht so, du weißt genau, was vorne ist, ich mein. Anständiges Licht, sonst wären die Fotos nix und nur ein wenig Deko eingeschmissen, sonst macht er dir gar nichts her, der Bunker. Jetzt fehlt bloß noch ein Model. Gut, dass der Franz schon ein paar halbschaurige Bekanntschaften gemacht hat. Irgendeine von den Brütschen hat schon Bock, OnlyFans, Instagram-Star zu werden. Frank kostet nix, da ruft man die Nina an. Grüß dich, Nina. Du, ich darf gerne ein paar Fotos von deiner Brauerei ausscheißen in meinen neuen Hobbykeller machen. Magst? A few moments later. Ja, super. Dann fangen wir an, oder? Nieglawush. Gut für den Franz ist, dass die Nina die schwarze Couch noch nie in ihrem Leben gesehen hat und sie tatsächlich freiwillig in das Fotostudio einstellt. Was sie nicht weiß,
Nina, du wo wohnst du jetzt da? Das Foodlab als Plan ist aufgegangen. Sofort lässt er seiner Kreativität freien Lauf und genießt den ersten Fotoshoot in vollen Zügen. Gute Frau, schau mal für Zinnalblät. Ui, ein Bauchi. Hey, schöne Schuhe. Ja, bleib so. Ui, Tipp. Oh, schon wieder schöne Schuhe. Ob das Nina auch so sagt? Ist fraglich. Das Wichtigste ist, dass am Ende der Franzl seine schlechte Laune ein bisschen holen kann, weil er endlich seine neue Bude mit zauberhaft schönen Beutel dekorieren kann. Tja, und da sitzt er jetzt, der Foodlab-Ball Franz, in seinem eigenen Fotoatelier. Wer hätte es gedacht? Und wenn er nicht der Stunge ist, dann schleudert er sich heute noch einen auf der Nina ihre Schuhe. Ich hoffe, euch hat die einigermaßen belustigt. Auf den Plätzchen habe ich schon lange Bock gehabt. Falls ja, Like und Abo nicht vergessen und lass mir in die Kommentare wissen, ob du Bock auf mehr hast und wissen möchtest, was der Franzl sonst noch so treibt. Und ich schleich mir jetzt ein Schaufenster ins Bad bauen. Haut's euch rein. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.